Ich bin genau so lange im Glauben, wie es die FEG Frätiken gibt übrigens. Und wir feiern das nächste Jahr 40 Jahre Bestehen. Jetzt aber wechsle ich auf Hochdeutsch. Und es ist so, dass jeder, der in der Schweiz wohnt, einer Krankenkasse angeschlossen sein muss. Ist ganz einfach. Nein, so einfach ist es eigentlich nicht. Es ist auch vor allem sehr kostspielig. Und es gibt nur schon in der Grundversorgung verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel die freie Arztwahl, wo jeder zu seinem Spezialist gehen kann, wenn er es für nötig findet. Es gibt das Hausarztmodell. Da muss man zuerst zum Hausarzt gehen und der schickt einen weiter zum Spezialisten. Und dann gibt es auch noch, also es gibt noch mehr Modelle, aber ich erwähne nur 3. Es gibt auch noch die Telemedizin. Da bekommt man rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche, ärztliche Hilfe am Telefon. Und wenn das eine gute ärztliche Hilfe ist, dann ist das eine gelungene Fernbehandlung, eine Fernheilung. Und genau darum geht es heute in unserem Gottesdienst. Und ich lese dazu den Text aus Lukas 7, 1-10. Eine ganz bekannte Geschichte, der Hauptmann von Kapernaum. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen: Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Es heißt da, dass Jesus seine Rede beendet habe und nach Kapernaum gekommen sei. Mit dieser Rede ist nichts Geringeres gemeint als die Bergpredigt. Eine Predigt, mit der Jesus einer großen Volksmenge beigebracht hat, wie er sich ein gottesfürchtiges Leben vorstellt. Und jetzt ist er zurückgekommen nach Kapernaum, dorthin, wo er gewohnt hat. Im Vers 2 wird ein römischer Hauptmann erwähnt. Das ist ein Centurio, der Vorgesetzte von rund 100 römischen Soldaten war. Die Römer haben in Kapernaum einen römischen Stützpunkt errichtet, falls nämlich in Kapernaum und der näheren Umgebung Unruhen ausgebrochen wären, dann hätte dieser Hauptmann mit seinen Soldaten eingreifen müssen und für Ruhe und Ordnung sorgen müssen. Und mit solchen Unruhen hat man in Israel immer wieder rechnen müssen, weil sich nämlich die Juden und die Römer überhaupt nicht haben ausstehen können. Die Römer haben ja das Land besetzt und die Römer waren darum bei den Juden so richtig verhasst. Voller Verachtung haben die Juden auf dieses sündige Heidenvolk mit ihrem Vielgötterglauben herabgeschaut. Für die Juden waren die Römer die Feinde Gottes und die haben darum jederzeit belügt und betrügt werden können.
Ein Jude wollte darum mit keinem Römer etwas zu tun haben. Ja, er hätte sich sogar rituell verunreinigt, wenn er zu einem Römer nach Hause gegangen wäre. Aber ebenso verhasst waren die Juden bei den Römern. Die Römer haben sich lustig gemacht über die Juden. Sie haben Witze gemacht über ihr gesetzliches Glaubensleben. Die Juden waren für sie das dümmste aller Völker, weil sie noch nie etwas Nützliches auf den Markt gebracht haben. Die Römer haben voller Verachtung auf dieses jüdische Volk mit ihrem absurden Glauben herabgeschaut. Die zwei Völker, die Juden und die Römer, haben sich darum nicht ausstehen können. Neben diesen 100 Soldaten hatte der römische Hauptmann auch mindestens einen Angestellten, diesen Knecht. Er ist ihm zur Verfügung gestanden. Vers 2. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Wenn wir die Parallelgeschichte Matthäus nachlesen, dann erfahren wir dort noch, dass er zusätzlich auch noch gelähmt war und starke Schmerzen hatte. Vers 3. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als er aber von Jesus hörte, steht hier. Damit könnte gemeint sein, dass der Hauptmann erfahren hat, dass Jesus wieder zurück nach Kapernaum gekommen sei. Aber ich glaube, da ist noch mehr dahinter. In anderen Übersetzungen heißt es, weil er von Jesus gehört hatte. Das könnte ein Hinweis sein, dass der Hauptmann schon mehr von Jesus gehört hat und schon mehr über Jesus erfahren und vernommen hat. Möglicherweise hat er ihn sogar gekannt, weil sie haben ja am gleichen Ort gewohnt und Kapernaum, das war ein kleines Städtchen. Aber ganz sicher hat der Hauptmann mitbekommen, was man sich über diesen Jesus von Nazareth alles erzählt hat. Jesus war ein Gesprächsthema in Israel. Überall hat man sich erzählt, was für gewaltige Wunder dieser Jesus vollbracht hatte. Wie er Kranke massenweise geheilt hat, wie er Geister aus Besessenen ausgetrieben hat, wie er Tausenden von Menschen zu essen gegeben hat, obwohl er nur einige Brote und einige Fische zur Verfügung hatte und vieles mehr. Die Leute sind darum von überall her, sogar aus dem Ausland, nach Israel gekommen, nach Kapernaum, weil sie bei diesen Wundern von Jesus dabei sein wollten. Und von all diesen Wundertaten von Jesus hat unser Hauptmann ganz sicher schon gehört gehabt. Und darum scheint es auf den ersten Blick eigentlich das Naheliegendste zu sein, dass sich dieser Hauptmann mit seinen Sorgen um seinen Knecht direkt an Jesus gewandt hat. Allerdings, so logisch war das nun auch wieder nicht. Wir wissen ja, dass sich die Römer und die Juden normalerweise aus dem Weg gegangen sind. Sie haben jeden Kontakt vermieden. Umso mehr wundern wir uns, dass sich dieser Hauptmann ausgerechnet an einen jüdischen Rabbi wie Jesus gewandt hat. Der Hauptmann ist allerdings nicht selber zu Jesus gegangen. Nein, er hat die Ältesten der jüdischen Gemeinde zu Jesus geschickt. Wie war das jetzt mit dem Hass zwischen den Juden und den Römern? Die Ältesten und der römische Hauptmann, die haben sich offenbar nicht gehasst. Im Gegenteil, die hatten einen ganz normalen Umgang miteinander. Sonst hätte der Hauptmann sicher nicht diese Ältesten zu Jesus geschickt. In den Versen 4 und 5 erfahren wir noch mehr über das Verhältnis des Hauptmanns zum jüdischen Volk. Vers 4 und 5. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Es ist bemerkenswert, dass sich die Ältesten um das Anliegen eines römischen Hauptmanns kümmern und sich so für dieses Anliegen einsetzen.
Die Ältesten und der Hauptmann scheinen ganz normal und vertraut miteinander umzugehen. Und was uns noch mehr verblüfft, dass die Ältesten zu Jesus sagen, dieser Hauptmann sei es wert, dass man ihm helfe. Und die Begründung ist, er habe das Volk lieb und er habe dem Volk die Synagoge gebaut. Jetzt wird klar, dass dieser Hauptmann unter den Einwohnern von Kapernaum eine ganz besondere Stellung eingenommen hat. Da ist nichts vorhanden von Hass, von Streit, von Verachtung. Dieser Hauptmann ist offensichtlich schon lange genug in Israel stationiert, dass ihn der jüdische Glaube an einen einzigen Gott sehr, sehr beeindruckt hat. Und gleichzeitig hat er vermutlich diesen Vielgötterglauben seiner eigenen römischen Religion verachtet, je länger, je mehr. Und dass man auch noch den römischen Kaiser, der ein unberechenbarer Tyrann war, zum Gott erklärt hat, dahinter hat er wahrscheinlich je länger, je weniger stehen können. Die Wuppertaler Studienbibel, das ist ja ein Kommentar zur Bibel, die Wuppertaler Studienbibel ist der Meinung, dass dieser römische Hauptmann ein sogenannter Proselyt zweiter Klasse war. Das heißt, dass er als Römer gewisse Schritte auf den jüdischen Glauben zugemacht hat und dass er aus Überzeugung eine große Zahl der jüdischen Gesetze freiwillig eingehalten hat. Er hat sich zwar nicht beschneiden lassen, das heißt, er ist nicht vollständig zum jüdischen Glauben übergetreten, aber er hat eine tiefe Sympathie zum jüdischen Glauben. Nur so ist es zu erklären, dass er als Römer den Einwohnern von Kapernaum die Synagoge gebaut hat. Das war die Synagoge, in der Jesus vermutlich x-mal gepredigt hat. Vielleicht hat dieser Hauptmann die Synagoge auch ab und zu mal besucht. Da müssen wir uns fragen, was hatte dieser Hauptmann für einen Glauben? Was hat er geglaubt? Hat er womöglich die ganze Bewegung des Johannes des Täufers miterlebt? Vor nicht allzu langer Zeit hatte ja Johannes der Täufer im ganzen Land für Aufsehen gesorgt, als er zur Taufe aufgerufen hat. In Matthäus 3, Verse 1 und 2 heißt es: Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Johannes der Täufer hat mit seinem Ruf zur Umkehr, zu einer Ganztaufe aufgerufen. Eine Taufe, bei der ganze Mensch unter Wasser getaucht wird und dann sinnbildlich als neuer Mensch wieder auftaucht. Genauso wie wir heute die Taufen in unseren Freikirchen vornehmen. Die Juden haben zu dieser Zeit verschiedene Taufen und auch Reinigungsrituale gekannt. Die Ganztaufe war eigentlich für die Heiden gedacht, die ihr Leben radikal neu ausrichten und zum jüdischen Glauben übertreten wollten. Das war für die Heiden gedacht. Weil das jüdische Volk zu dieser Zeit aber so weit von Gott abgedriftet war, hat Johannes die Juden zur Ganztaufe aufgerufen. Er hat sie aufgefordert, ihr Leben ganz neu auszurichten und zu Gott umzukehren. Er hat seinen Landsleuten gesagt, das Himmelreich sei nahe gekommen. Und wenn sie jetzt nicht umkehren würden, dann könnten sie nicht ins Reich Gottes eingehen. Und das jüdische Volk kam in Massen zu Johannes an den Jordan und hat sich tatsächlich von ihm taufen lassen. Das war eine riesige Bußbewegung, die das ganze Land erfasst hat. Es ist gar nicht so abwegig anzunehmen, dass dieser Hauptmann, der so vom jüdischen Glauben beeindruckt war, auch von dieser Bußbewegung mindestens ein Stück weit erfasst worden ist. Es wäre eine Spekulation zu behaupten, er sei sicher auch zu Johannes gegangen und habe sich dort taufen lassen, aber innerlich hat er vielleicht gerade auch so eine Umkehr vollzogen
und hat sich vom Vielgötterglauben der römischen Religion endgültig distanziert und sich gleichzeitig dem jüdischen Glauben angenähert. Johannes der Täufer hat dann ja vor allem auf Jesus hingewiesen. In Matthäus 3, Vers 11 hat Johannes der Täufer ausgerufen: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Aufgabe von Johannes war es primär, dem Volk Israel klarzumachen, dass die Ankunft des Erlösers unmittelbar bevorsteht. Das Erscheinen des Erlösers, der von den Propheten im Alten Testament schon lange angekündigt war. Die Propheten haben große Zeichen vorausgesagt in dem Moment, wo der Erlöser auftaucht. Blinden würden die Augen aufgetan, Taube könnten wieder hören, Lahme könnten laufen und Stumme würden jubeln vor Freude. Ist es so abwegig anzunehmen, dass dieser Hauptmann 1 und 1 hat zusammenzählen können? Er hat ja mitbekommen, was rund um diesen Jesus von Nazareth alles passiert ist. Diese riesengroßen Wunder. Und ich bin sicher, dass dieser römische Hauptmann zur Überzeugung gekommen ist, dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich der Messias sein müsse, der dem Volk Israel verheißen war. Aus diesem Glauben heraus hat er sich jetzt an Jesus gewendet und hat ihn gebeten, zu ihm zu kommen und seinen Knecht zu heilen. Verse 6 und 7. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen: Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Jesus hat sich mit den Ältesten zusammen also auf dem Weg zum Haus des Hauptmanns gemacht. Und sofort laufen Massen von Leuten zusammen und schließen sich Jesus und den Ältesten an, machen sich ebenfalls auf den Weg. Aber jetzt kommt die nächste Überraschung. Der Hauptmann schickt dieser Volksmenge, die auf sein Haus zulaufen, jemanden entgegen, der Jesus ausrichten lässt, er müsse nicht zu ihm nach Hause kommen. Er sei es nicht wert, dass er zu ihm ins Haus komme. Wie ist das gemeint? Hat dieser Hauptmann einen Minderwertigkeitskomplex, dass er sich unwürdig findet, Jesus bei sich zu Hause zu empfangen? Nein, sicher nicht. Es hat mit dieser rituellen Verunreinigung zu tun, wenn ein Jude das Haus eines Heiden betritt. Und diese Verunreinigung wollte er Jesus ersparen. Soviel ich weiß, ist das allerdings ein Gesetz, das sich die Juden selber noch dazugegeben haben. Ich glaube nicht, dass das zum mosaischen Gesetz gehört, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Am Ende von Vers 7 steht jetzt: So sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Merken wir, was hinter dieser Aussage für ein tiefer, grenzenloser Glaube steht. Auch Jesus reagiert hier überrascht. Es heißt in Vers 9: Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte: Ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Warum wundert sich Jesus hier über den Glauben dieses Hauptmanns? Was ist das Spezielle daran? Der Hauptmann ist überzeugt, dass ein Wort von Jesus genügt, um seinen Knecht wieder gesund zu machen. Und nicht nur das, er ist überzeugt, dass Jesus diese Krankenheilung aus der Distanz vornehmen kann. Eine richtige Fernbehandlung, eine Fernheilung. Und das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Wir haben viele Beispiele in der Bibel,
wo Jesus Menschen geheilt hat, indem er sie angerührt hat oder eine Handlung an ihnen vollzogen hat. Dem, der blind zur Welt gekommen ist, hat er einen Teig auf die Augen geschmiert. Dieser ist dann die Augen auswaschen gegangen und dann konnte er sehen. Oder Aussätzige hat er geheilt, indem er sie angerührt hat, Hand aufgelegt hat. Oder die Schwiegermutter von Petrus, die hat er bei der Hand genommen und hat sie so vom Fieber befreit. Man kann das irgendwie glaubensmäßig besser nachvollziehen, wenn ein begabter Heiler durch Handauflegung jemanden heilt. Wenn aber der Hauptmann hier überzeugt ist, dass Jesus einen Knecht heilen kann, ohne Hand anzulegen, einfach so aus der Distanz, dann ist das ein Glaube von einer ganz anderen Dimension. Der Hauptmann schließt von seinen eigenen Erfahrungen als Berufssoldat, wo ihm alle Untergebenen aufs Wort gehorchen, von dem schließt er auf Jesus. Vers 8. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Es ist seine Erfahrung als Hauptmann, dass ihm alle seine Untergebenen aufs Wort gehorchen. Aber da, wo es um das Leben seines Knechts geht, da steht er an seinen Grenzen. Da hilft ihm seine Befehlsgewalt nichts. Und er ist demütig genug, dass er zugibt, dass er mit seinen Möglichkeiten am Ende ist. Und darum wendet er sich an Jesus, an den Sohn Gottes und sagt zu ihm, sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Diese Aussage beweist, dass der Hauptmann in der Zwischenzeit überzeugt ist, dass dieser Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist, der angekündigte Messias. Er ist überzeugt, dass die ganze Schöpfung Jesus, dem Sohn Gottes, untergeordnet ist und ihm gehorchen muss. Und er ist überzeugt, dass Jesus über der Schöpfung steht und dass er darum allein durch das Wort in göttlicher Autorität alles bewirken kann, auch aus der Distanz. Und dass er darum auch seinen Knecht mit einem Wort wieder gesund machen kann. Dieser tiefe Glaube, der unterscheidet sich ganz krass vom Glauben dieser Leute, die sich da Jesus und den Ältesten angeschlossen haben. Sie wollen unbedingt einfach bei diesem Wunder dabei sein, wenn Jesus jetzt an diesen Knecht heilt. Viele dieser Leute sind ganz einfach fasziniert von dem, was Jesus alles fertig bringt. Sie sind eine Art wundersüchtig und können nicht genug davon bekommen. Sie haben Jesus nicht als den Messias erkannt. Für sie ist Jesus einfach ein Mensch, der von Gott die Vollmacht bekommen hat, Wunder zu tun. Weil Jesus ihren Wunderglauben durchschaut, sagt Jesus im Vers 9 über den Glauben des römischen Hauptmanns, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Vers 10. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Da gibt es gar nichts mehr dazu anzufügen. Diese Fernheilung ist perfekt. Der Knecht des Hauptmanns ist wieder gesund, allein durch das Wort von Jesus. Jetzt, was können wir für uns selber mitnehmen aus dieser Begebenheit mit dem Hauptmann von der Kapernaum? Erstens können wir im Leben des römischen Hauptmanns ganz deutlich sehen, wie Gott selber in dieses Leben des Hauptmanns eingegriffen hat. Etwas Abwegigeres gibt es ja nicht, dass ein Römer zum Glauben oder sich dem jüdischen Glauben annähert und sich zum Messias bekehrt. Aber Gott hat den Hauptmann das Herz aufgetan und er hat ihn, diesen Jesus von Nazareth, als Erlöser erkennen lassen.
Er war übrigens nicht der einzige Centurio, der sich bekehrt hat. Wir wissen ja, dass Hauptmann Cornelius in Caesarea zum Glauben gekommen ist. Und der Hauptmann, der den Auftrag bekommen hat, Jesus zu kreuzigen, der hat nach der Kreuzigung über Jesus ausgesagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Sind wir uns bewusst, dass auch heute niemand zum Glauben kommt, ohne dass Gott vorher persönlich in dieses Leben eingegriffen hat? Dem weltlichen Mensch liegt von Natur aus nichts am christlichen Glauben. Wer Jesus trotzdem als den Erlöser erkannt und sein Leben ihm anvertraut hat, der darf darum aus tiefstem Herzen ganz einfach dankbar sein. Der Glaube an Jesus kann man sich nicht holen, den kann man sich nicht einfach so aneignen. Der Glaube an Jesus wird einem geschenkt. Noch ein Wort zur Volksmasse, die Jesus zum Haus des Hauptmanns begleitet hat. Es scheint so, dass diese Menschen wirklich eine Art wundersüchtig waren. Für sie gab es nichts Größeres, als diese spektakulären Wunder von Jesus persönlich mitzuerleben. Die wenigsten von ihnen waren überzeugt und bereit zu glauben, dass er der Messias sei. Jesus war für sie ein Heiler und ein Wundertäter, mehr nicht. Als Jesus nämlich später Klartext gesprochen hat und gesagt, er sei der Sohn Gottes, und als er das Volk zur Umkehr und zu ernsthafter Nachfolge aufgerufen hat, da haben sich viele Leute aus dem weiteren Jüngerkreis von ihm verabschiedet, sind weggegangen und wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und auch wir müssen aufpassen, dass wir keine falschen Vorstellungen vom Zusammenleben mit Jesus haben. Jesus ist nicht dafür da, sich darum zu kümmern, dass unsere persönlichen Lebensziele in Erfüllung gehen. Er ist auch nicht dazu da, uns unsere Wünsche von den Augen abzulesen und dafür zu sorgen, dass sie wahr werden. Wer auf diese Art an Jesus glaubt, der wird früher oder später ganz fürchterlich enttäuscht. Es ist umgekehrt. Jesus ruft uns zur Nachfolge auf, damit wir ihm dienen. Wir sollen Jesus fragen, was er von uns erwartet, was sein Wille für unser Leben ist. Und vergessen wir nie, was Jesus für uns getan hat, als er für uns und unsere Sündenvergebung sein Leben hergegeben hat. Er ist es, der uns das wahre, ewige Leben bei Gott im Himmel schenkt. Das allein ist schon Grund genug, zu versuchen, uns im Leben so einzusetzen, dass Jesus dadurch verherrlicht wird. Etwas Zweites, das an dieser Geschichte vom römischen Hauptmann bedenkenswert ist, sein grenzenloser Glaube. Der Glaube, dass Jesus seinen Knecht aus der Ferne mit einem Wort heilen könne. Ohne diesen grenzenlosen Glauben kommen auch wir nicht aus, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Ich sehe es als ein gewaltiges Geschenk an, dass ich keinen Zweifel haben muss, dass Jesus mit seinem Tod die Strafe für mein Fehlverhalten, für allen Müll, der sich in meinem Leben angesammelt hat, auf sich genommen hat. Er hat für meine Schuld bezahlt, damit ich ohne Strafe davonkomme. Und warum glaube ich das? Warum können wir so überzeugt sein über der Sündenvergebung durch Jesus Christus? Warum glauben wir das, dass das genügt, dass er für uns gestorben ist? Weil es so im Wort Gottes steht, in der Bibel. Ich bin sicher, dass so ein Glaube, dass nämlich die Wahrheit in der Bibel steht, ebenfalls ein ganz großes Geschenk Gottes ist. Wir verlassen uns dabei nämlich auf jemanden, der sehr weit weg von uns ist. Der Hauptmann, der hat geglaubt, dass Jesus aus der Ferne, aus dem Städtchen Kapernaum heilen könne mit nur einem Wort. Wir verlassen uns im Glauben ebenfalls auf Jesus. Nur in der Zwischenzeit ist dieser Jesus Christus in den Himmel aufgefahren. Wo immer dieser Himmel ist.
Wir reden da nicht von einem Ort auf einem weit entfernten Planeten, sondern von einem Ort außerhalb des Universums. Wir verlassen uns also darauf, dass Jesus sein Wort einhalten kann, obwohl er weit weg im Himmel ist und wir nicht einmal eine Ahnung haben, wo dieser Himmel sein könnte. Aber auch wenn Jesus so weit weg ist von uns, ist er durch den Heiligen Geist trotzdem so nahe, wie wenn er hier wäre. Durch den Heiligen Geist sind wir so eng mit ihm verbunden. Und das ist ja genau das, was Johannes der Täufer schon in Matthäus 3, Vers 11 vorausgesagt hat, als er ausgerufen hat: Ich taufe euch mit dem Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Durch diese Taufe mit dem Heiligen Geist ist dieser grenzenlose Glaube an Jesus überhaupt möglich. Ein Glaube, der Jesus alles zutraut. Auf den gleichen grenzenlosen Glauben sind wir angewiesen, wenn wir an unsere ferne Zukunft denken. Wir alle müssen ja mal sterben. Und wenn wir an Jesus glauben, dann rechnen wir fest damit, dass wir nach dem Tod zum ewigen Leben auferstehen, zum Leben in der Ewigkeit bei Gott im Himmel. Und diesen Glauben stützen wir auch voll und ganz auf das, was in der Bibel steht. Jesus selber sagt in Johannes 11, Vers 25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Durch diesen Glauben an Jesus werden wir zu einem Kind Gottes. Und über die Auferstehung steht noch näher in Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, das ist Gottes Geist oder der Heilige Geist, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist ein Versprechen, das jedem Kind Gottes gilt, jedem Menschen, der an Jesus Christus glaubt. Und wie können wir glauben, dass wir ein Kind Gottes sind? Das müssen wir nicht glauben können, das können wir sogar wissen. Nämlich im Vers 16 steht dann noch: Der Geist selbst, wieder der Heilige Geist, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Unser Glaube an Jesus Christus stützt sich also einerseits auf das Wort, andererseits auf den Geist. Und beides bekommen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Ihm können wir darum alles zutrauen. Was haben wir für einen wunderbaren Gott und Erlöser? Jesus, der sein Leben hergegeben hat, damit wir leben können. Jesus, der uns angerührt hat, damit wir überhaupt auf ihn aufmerksam werden. Jesus, der uns mit dem Heiligen Geist getauft hat, damit wir an ihn glauben können, der uns einen grenzenlosen Glauben an sein Wort schenkt. Jesus, der uns durch den Heiligen Geist bestätigt, dass wir Gottes Kind sein dürfen. Jesus haben wir alles zu verdanken. Er verdient es, dass wir ihn anbeten und verehren, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, du bist Gott. Du bist jetzt zwar im Himmel, aber du hast den Himmel schon verlassen und auf die Erde herabgekommen, um dein Leben hinzugeben für uns. Du hast dein göttliche Gewand abgelegt, hast menschliche Gestalt angenommen, hast es gleich durchgemacht wie wir. Du hast ein Empfinden, was wir alles durchmachen, was alles auf uns zukommt, wie unser Leben sich abspielt. Und Herr, du hast uns eine Hoffnung gegeben auf eine bessere Zukunft.
Du hast uns gezeigt, was für ein heiliger, allmächtiger Gott dass du bist, dass dir nichts unmöglich ist. Und wenn wir an dich glauben können, dann haben wir das dir zu verdanken. Du hast eingegriffen in unser Leben. Du hast dich uns gezeigt. Du hast uns überzeugt von dir. Und du hast uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns Gewissheit gibt, dass wir ein Kind von Gott dürfen sein. Und dass wir nach dem Tod einmal zum ewigen Leben auferstehen werden. Herr, ich danke dir für die Gewissheit. Es ist unerklärlich, es ist nur erklärlich durch dich und den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Wir werden dich anbeten, dich verehren, für dich da sein. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, nachher Lobpreis Lieder singen, dann ist das im Andenken an dich und auf dich gerichtet. Wir werden dich gross machen und dich verehren und damit Danke sagen. Amen. Vielmal Jürg für die Ausführungen von einem grenzenlosen Glauben. Jesus spricht nur ein Wort und mein Knecht wird geheilt. Und ja, das führt uns weiter zum Abendmahl. In der Vorbereitung habe ich mir so überlegt, ja, was ist jetzt das Abendmahl? Es gibt verschiedene Stellen, die berichten über die Einsetzung vom Abendmahl. Und ich lese da aus dem Lukas 22,9. Und Jesus nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also wir müssen uns an etwas erinnern heute Morgen. Und das ist dort, wo unser Glauben jetzt praktisch wird, wenn wir uns praktisch an etwas erinnern. Aber an was erinnern wir uns denn jetzt bei dem Abendmahl? Einfach an uns selber, an gute Taten oder aber an schlechte Taten, an etwas, was wir gemacht haben oder an etwas, was Jesus ist, was Jesus gemacht hat. Und ich bin dann zum Hebräer gekommen, Hebräer 4, 14 bis 16, wo ich finde, der Paulus tut das sehr, sehr gut zusammenfassen, an was dass wir uns beim Abendmahl sollen erinnern. Und ich werde euch das vorlesen. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester, also Jesus, haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Ich finde es mega eine schöne Passage und darum habe ich eigentlich das Abendmahl als Dankesmahl überschrieben. Weil wir einfach voll Zuversicht vor den gnädigen Thron von Gott treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt, damit wir seine Gnade erfahren dürfen und zur rechten Zeit die Hilfe immer bekommen, die wir brauchen. Nicht die wir uns wünschen, sondern die wir brauchen. Und an das wollen wir uns erinnern. Für das ist das Abendmahl. Und es steht da auch, wir wollen uns erinnern zu unserem Bekenntnis. Darum möchte ich alle einladen, die wirklich das sagen können, dass Jesus der ist, der uns vor der gnädigen Gott vom Vater führt. Ich möchte euch alle einladen, die das glauben, zum am Abendmahl teilnehmen, um uns daran zu erinnern, was Jesus da hat. Und darum gehen wir zurück wieder in die Einsetzungsworte. Jesus nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihnen, den Jüngern, mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Ich möchte euch jetzt alle einladen, in die Stille zu gehen und einfach überlegen, für was sind wir dankbar. Aber was ist vielleicht auch daran, vor dem gnädigen Thron von Gott abzulegen, dass wir seine Barmherzigkeit dürfen erfahren. Wir werden jetzt eine Minute haben von der Stille. Die Band wird nachher auch einsteigen mit Instrumental und können dann hingehen bei den Tischli, wie wir es kennen, Brot und Wein nehmen und so einfach den Bund zur Erinnerung zu besiegeln mit Jesus. Ich will für das noch beten. Ja, Jesus, danke, bist du der Bund, bist du als Zeichen und als Wegbereiter vor den Thron von Gott, bist du für das als Kreuz gegangen, dass wir dürfen vor den gnädigen Thron von Gott treten. Danke, bist du in unserer Schwachheit dabei und trägst du uns dort durch, wo es schwer ist. Wir danken dir für alles, was du jeden Tag immer wieder neu für uns tust und wollen dich loben und preisen für das. Nicht zu unserer Nähe soll das Abendmahl sein, sondern zu deiner Ehe. Danke, Vater, für deinen guten Heilsplan für jeden Einzelnen von uns Menschen, wenn wir daran glauben. Amen.